Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition auf Pelzig. Da müssen wir erst später hier. Moment, Quatsch, so wollen wir doch, oder doch? Nee, wir wollen natürlich Captain Kate noch befreien. So. Also erstmal die der aufmachen. Weil dann kriegen wir von der, glaube ich, eine Freifahrt spendiert. Müsste ich jetzt nur noch gucken, wo mein Zellerschlüssel ist. Da ist er doch, jawohl. So, also rein mit uns. Da ist er. Idiote! Wer ist denn dieser Peepwind überhaupt? Die kennen mich doch nicht hier eingesperrt lassen. Okay, ja, machen wir erstmal hier auf. So, Captain Kate, bitteschön. Hey, oh. Ich kann's erklären, Danke, dass du mich hier rausgelost hast. Ich will hier nicht mehr weiterbleiben, Entschuldigung. Ich werde danach immer finden, der mich hier reingeleckt hat. Okay, wir haben aber auf jeden Fall hier noch einen vanillefarbener Umschlag. Und den vanillefarbener Umschlag, den gucken wir uns einmal an. Guybrush Threepwood. Genau dasselbe wie beim letzten Mal. Also auf damit. Behauptet, sie sei reingelegt worden. Ja, da haben wir beinahe Grog von Captain Kate, was der Barkeeper von der blutigen Lippe schon gesagt hat, ne? Genau, außerdem ist die auch noch recycelbar, die Flasche. So, sehr schön. Das heißt, Captain Kates beinahe Grog haben wir jetzt auch noch. Und wo geht's hin, Mann? Es geht nach Scab Island. Und wie gesagt, erstmal können wir uns den Quatsch sparen. Und wir können jetzt hier in Scab Island ein paar Sachen machen. Zuerst brauchen wir Woodys Hammer und die Nägel. Und dafür haben wir uns ja die tolle Säge geholt, damit wir da ein paar wichtige Sachen machen können. Und zwar sind wir jetzt einfach mal so Olver. Und wir müssen den Typ hier irgendwie wegkriegen. Den Woody. Deswegen benutzen wir die Säge mit seinem Packleg, mit seinem Holzbär. Und aufpassen. Zack, weg damit. Und das ist fort. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und dann passiert was. Mein Bär, Hilfe! Ruf den Doktor! So, genau das ist nämlich passiert. So, jetzt sind sie nämlich auch wach, die Knabe. Retten wir doch mal mit, ne? So, Jungs. Jetzt nicht! Sieh ich doch nicht, dass ich einen Unfall und einen Notfall hier hab! Okay, dann halt nicht. Einen Lieferschein haben wir zufälligerweise und dummerweise auch nicht. Den kriegen wir, glaube ich, später nochmal für den Mad Marty. Ich muss gerade noch mal gucken. Dann können wir, glaube ich, nochmal hier rein. Aber wir müssen sowieso nochmal in die blutige Lippe. So, nochmal hier durchs Fenster. Hier gibt es nichts Besonderes mehr. Hier ist das Holzbär auch nicht arg geschwemmt worden. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Und gehen wieder so rein. Und. Hier müsst. Genau. Hier ist jetzt nämlich Jojo. Der gute Schimpanse Jojo ist gerade bei hier Chess Klavier zu spielen. Ich liebe die Musik übrigens, die ist so geil. Ich finde es auch schön, dass das halt nicht immer 100% im Takt ist, sondern immer ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer wird und teilweise auch Noten verspielt sind. Da, da, dam, dam, dam. Herrlich. So, mit dir möchte ich auch nochmal retten. Ich hätte ganz gern Grog. Ich brauche irgendeinen Ausweis. Akzeptieren Sie auch einen vorübergehenden Bibliotheksausweis? Mal gucken. Ist Guybrush ein französischer Name? Nee, eigentlich ist es ein erfundener Name. Oh, holla hopp. Was für ein Drink soll es dann sein? Ja, könnte ich gebrauchen eigentlich einen Drink. Dann sag, was für Gift haben willst. Wir haben viele Spezialitäten hier in der blutigen Leber, wie Gelbarts Baby, der blutige Stumpf und blaue Wal.
Okay. Wir wollen von allem was. Ich will Gelbarts Baby. Ja, das kann schon versuchen, aber ich glaube, die Natur ist ja nicht auf deiner Seite von wegen Bartwachser. Ich hätte gern den Drink. Ja, ich muss trotzdem ein paar Witze reißen. Kostet dann ein Piasta. Alle hopp. Bitte. Und so ein verrückter Strohhalm gibt's aber drauf noch. Barkeeper, einen Drink bitte. Was für Gift willst? Du blutige Stumpf. Ja, oh Gott. Sehr witzig, dass die Kette See gerade kein Benzin mehr drin hat. Für den blutigen Stumpf. Ach, wie witzig. Ja. Dann hätte ich gern noch was. Und die Musik ist echt geil. Der blaue Wal hätte ich ganz gern noch. Das Blasloch ist nicht groß genug. Was ein Dappschädel. Ja gut, hier statt gib her mit dem Scheiß. So. Dann muss ich, glaube ich, der gelbe mit dem blauen Mixer. Da habe ich nämlich so einen geilen grünen Drink, der mir hilft beim Rumrotzer. Können wir das dort mit verwenden? Oh, das macht die Spucke ziemlich dick. Dann nimm die Rotze mit raus, hier drin wird nicht rumgerotzt. Alle hopp. So, wie war das dann? Metronombenutzer? Ich will nicht, dass der Affe ausrascht. Okay, drücke. Will er nicht. Ziehe. Wie war dann das mit dem Aff? Ah, so war das. Banane mit dem Affe. Mit Jojo. Ey, hör auf, der Aff zu stören. Stimmt, da war das die Banane mit dem Metronom. Jetzt ist er nämlich ganz nervig. Ey, was hast du noch mit meinem Klavierspieler gemacht? Und jetzt nimm Jojo. Ja, guckt. Gut. Jo, dann geh halt fort und nimm meinen Entertainer weg. Danke für nix, Kumpel. Jetzt haben wir auf jeden Fall Jojo mit dabei. Stimmt, so war das. Das ist so blöd. Ja, manche Rätsel sind schon etwas ausgefallener. Aber wir brauchen Jojo auf jeden Fall noch. So, jetzt gehen wir durch zum Woody. Und Woody, du gibst Arbeit für dich. Ja. Ach so, okay. Er wollte sich einfach noch ein bisschen umgucken. Okay. Wie war dann das? Ich muss ihn aber doch weglocken. Noch einmal. Okay. Da ist nix. Wie war dann das? Irgendwie müssen wir den Hansel da wegkriegen, das weiß ich noch, damit wir an Nägel und Hammer kommen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie wir den Typ da wegkriegen. War das vielleicht hier mit dem Stuhlbär, was ich dann dem gäb? Irgendwas in der Art? Huch, da hat er wieder sein Bär. Noch einmal. Retten wir erstmal mit dem, wie das so schnell wieder passiert ist, dass das Ding wieder Dracoma ist. Joho! Okay, die hören nicht auf mich. Dann müssen wir es halt wieder so machen. So, zack, weg damit. Ich glaube, das funktioniert auch nur in einer kleinen Zwischenzeit, ne? Ich glaube, jetzt muss ich direkt zum Woody rein. Nur so funktioniert's, glaube ich, ne? Weil der macht ja jetzt wieder Gedäß wie Sau. Mein Bär, Hilfe! Ruf einen Arzt! Okay, ich glaube, so war das. Dann sind die Typen jetzt nämlich erstmal beschäftigt. Und dann ist, glaube ich, Woody in der Zwischenzeit kurz weg. Und dann können wir sein Zeug stibitzen. Genau, das war's. So. Okay, ich bin auf Hausbesuch. Später wieder kommen. Gut. Nehmen wir uns einen Neckel. Und wir nehmen uns den Hammer. So. Genau so war das. Okay, die Linse. Linse. Ich glaube, die brauchen wir noch für das, was jetzt kommt. Ich habe nämlich noch was vor.
Okay. Und zwar müssen wir jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, zurück nach Fat Island. Müssen von dort aus wieder weg. Und können jetzt zu dem ersten Schatzkarte-Teil, wenn mich nicht alles täuscht. Bin ich mir nicht mehr so sicher, aber ich glaube schon, dass es so war. Ich glaube, mir Hände dafür alles nötige Zeug. Jetzt müssen wir zum Wasserfall. Aber auf Booty Island kommen wir auf jeden Fall weiter mit dem Zeug, was wir jetzt haben. So, das ist ganz schön laut hier, der Wasserfall. Wir müssen auf jeden Fall hoch. Fast schon so Störgeräusch wie früher. Da haben wir eine Pumpe. Und wir haben einen Jojo. So. Einmal ein bisschen am Schwanz gekurbelt. Wie er noch mit der Haare wackelt. So. Mit dem Jojo haben wir jetzt den Wasserfall abgestellt. Und dann können wir jetzt so durchs gähnende Loch in den Tunnel rein. Ich brauche noch einen Schluck Wasser, um ehrlich zu sein. Ganz kurzer Moment. Ah, sehr schön, dass es anscheinend auch ein bisschen braucht vom Ladebildschirm. Weil jetzt bin ich ja wieder direkt mit dabei. Und die Tunnels, wir merken uns mal die Optik, ihr liebe Leute. Das wird uns später noch begleiten. Ihr werdet es dann sehen, wenn es soweit ist. Komm schon. Eben hat die Maus ein bisschen versagt. So. Genau. Jetzt sind wir nämlich hier. Und hier ist die Musik meiner Meinung nach großartig für das ganze Areal. Das Loch gucken wir uns mal an. Ja, das sieht aus wie ein großes Loch. Danke, Sherlock. So, gehen wir hoch zu der Hütte. Da wohnt nämlich jemand. Ein ganz besonders wiechte Kerl. Und zwar müssen wir da gleich rein, aber nochmal gucken. Wir müssen hier, glaube ich, wir können ein bisschen Vorarbeit leisten. Das mag ich übrigens auch sehr gern als Piano-Version von Leibniz, so nebenbei. Nee, nicht nur die Tür, sondern das Fenster. Genau, so war das. Dann ein Fernrohr brauchen wir doch, glaube ich. Das müssten wir aber drinnen dann finden. Genau, gehen wir erstmal rein. Da ist nämlich einer. Was willst du denn wieder? Ich liebe das, diese Blow the Man Down Mucke. Das habe ich so ewig im Kopf gehabt, das Jahr. Also 2018 eigentlich. Oh, give me some time to blow the man down. I'm a deep water sailor, just come from Hong Kong to my way. Hey, blow the man down. If you give me a whiskey, I'll sing you a song. Oh, give me some time to blow the man down. Und ich nerv euch nicht weiter. Entschuldigung, das musste einfach sein. Ich hab mal geschworen bei dem Let's Play, das mache ich, weil ich finde diese Blow the Man Down Mucke so ultra geil. Und es geht auch so in den Kopf. Okay. Ich hab mich mal gefreut, ob ich doch mal von Minute 3 kommen könnt. Ich verkaufe natürlich mal wieder diese feine Lederjacke. Und ich mache halt hier ein Survey. Könnte ich vielleicht ein paar Frore? Ist die Dame des Hauses hier? Ist doch noch eine Karte. Weiß ich. Halt mal, Kind. Ich hab's satt mit deiner möchtegern Schatz hier ständig herkommen. Ich habe ein paar Monate das Heisel geerbt und da kommt jedes wieder. Ist da hier ein Schatz? Ich kann's nicht mehr ab, dass Leute herkommen und irgendein Schatz, aber man kann dann hier ein Pirat nicht einfach nur in Frieden leben. Ich bin Guybrush Threepwood. Bereit, du bist des Todes. Okay, ich werde auch nichts anfassen. Och, bitte. Alles, was ich will, ist nur noch von Minute 3 kommen. Ja, komm, ich bin Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Willst du einen Schwertkampf, oder? Das ist was für Weicheier-Typen mit kleinen Schwänze und Wäschlumpe. Du gibst so einfach auf? Ja, das Spiel ist so ein Klacks. Ich habe eine bessere Idee. Richtige Piraten, die regeln sowas wie im Saufwettbewerb. Saufwettbewerb? Rein mit dir. Ich
oder einen Drink. Es ist ein Spezialgrog. Nur für Wettbewerber. Da ist so viel Alkohol, da ist so viel Kalorien. Ich heiße es so verschwende. Das ist ein Drinker. So, das schnappen wir uns jetzt. The Muggo Grog. Den Scheißdreck, den kippen wir hier in die Pflanze, die kann es eh nicht vertragen. Und dann benutzen wir den Grog mit dem Beinahe-Grog. Ich bin sicher, dass er aussteigen will, Special. Ne, danke. Ich bin ein Profi drin. Schlecht. Alles klar. Tada! Jetzt bist du an der Reihe. Ich sag dir, wie das geht. So als richtige Pirate, die keine kleine Pimmel hin. Die Scheiße. Was ein Brie. Ausgezeichnet. So wird das gemacht, ihr liebe Leid. Jetzt ist aber leider auch die schöne Musik weg. Das finde ich sehr schade, weil ich liebe diese Blow the Man Down Mucke. So. Die Krüge nehmen wir selbstverständlich mit. So. Ach, dann lasse ich Roger Junior einfach mal hier. Okay. Da liegt er mit seiner roten Rievenas. Dann müssen wir Folgendes machen. Wie war dann das? Ich brauche auf jeden Fall einen Spichel. Genau. Dann haben wir hier den Spichel. Und ich glaube, ich brauche noch ein... Oh Mann, erleid. Ich brauche noch ein Fernrohr für draußen, ne? Dann zeigt uns nämlich dort draußen alles, was ich brauche. Da müssen wir nämlich durchkommen. Da ist noch ein... Sind diverse Backstäbe. Alter Falter, was ist denn jetzt mit meiner Maus los? Entschuldigung, ich muss jetzt mal... Ja, Eber funktioniert es wieder richtig. Das hätte mich hier schier noch der Contest gekostet hier. War lauter lahmarschig. So, Rumflasche finden wir hier noch. Gucken wir uns alle mal an. Da steht überall nur Rum drauf. Alter Hopf. Da sind noch Rumfässer. Wie war dann das? Das braucht ein Fernrohr. Aber wo kriege ich dann verflixt mal das Fernrohr her? War das auch aus dem Antiquitätenhandel? Ich glaube schon. Das möchte ich halt noch geregelt haben. So, jetzt gehen wir wieder zu Dreads Schiff. Da kann er jetzt nämlich hier abkürzen. Das ist ganz gut so. Ich wollte eigentlich noch die Sache mit Roger heute geklärt haben. Nur wünscht er niemand. Es geht noch Booty. So, jetzt gucken wir nochmal. Okay. Haben wir dann hier kein Fernrohr? Ein Holzbär, Kanonekuckler. Nee, da war das nirgendwo. Aber wir können hier auf jeden Fall noch zwei andere Sachen machen. Und zwar können wir noch zu Stan. So, du Stan. So, ich hab gewusst, dass sie wiederkommen. Mein Kunde kommt doch immer. Okay, ich würde ganz gerne gute Gebrauchtsaag sehen. Ach, super Sach. Du ist es für den Typ, der ein gutes Sarg braucht. Ein Gebrauchtsaag natürlich. Ich hab das richtige Baby für sie direkt hinter ihnen. Wie mich schon ausmisst wie in so einem alten Western. Ja, dann gucken wir uns doch mal an. Das ist der Cadillac unter der Särge. Da ist genug Befreiheit. Selbst für Long John Silver, sogar der oder Neibasser. Ich zeig's Ihnen mal. Zack, Stan ist ja auch nicht gerade ein Zwerg. Okay, dann machen wir den Sarg mal zu. Zack. Wir wollen es natürlich einmal so sehen. Und dann die Neckel. Und dann machen wir den Scheiß wohl zu. Dann kann der Stan uns ziemlich nerven. Ich hab gehört, dass Sie da oben rumkloppen. Das ist solide Eiche, die Sie da hören. Und es ist ziemlich nett hier drin, aber irgendwas steckt hier gerade fest. Entschuldigung, mein Freund. Könnten Sie... das Ding hat sich gerade zugemacht. Ich glaube, das steckt fest. Hallo? Ist da irgendjemand? Joho! Hilfe! Ich komme hier nicht mehr raus. Es ist keine Zeit für Scherze. Ich will hier raus.
Mach jetzt das Sarg auf. Irgendjemand? Ich bin ein bisschen klaustrophobisch veranlagt. Wer auch immer das war, der wird dafür bezahlen. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Kryptoschlüssel hier von alter Stan abgezogen. Und können gleich raus. Und wenigstens ist er im Deluxe-Modell eingesperrt, genau. Ist da überhaupt noch jemand? Hallo? Alles klar, dann hätte ich aber mal sagen, ihr liebe Leute. Du machen wir dann übermorgen wieder weiter. Bei Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revanche oder LeChuck's Revenge Special Edition pelzig, weil hier können wir jetzt mit unserem neuen Rotzetrank definitiv noch was abrahmen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, da kümmern wir uns halt danach übermorgen um den Roger natürlich noch. Oh Gott, vor lauter gut noch schier aufgestoßen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Wird auch wieder Zeit für mich, dass ich jetzt hier wieder speichere, weil mehr als 4 Episoden am Tag schaffe ich mal wieder nicht. Deswegen wird hier gespeichert und wir sind jetzt bei wie viel? Das würde mich mal interessieren. 50%, wenn das nichts ist. Alle hopp, ihr liebe Leute. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Machen's gut bis dahin. Euer Yankee.